So. Direkt mal gucken. Servus. Okay, dann Verräter. Meine Fresse. Überall alles voller Feinde da. Wir sind einfach nur wahnsinnig. Voltoball, Voltoball. Und der Robert versucht's mal wieder. Tobi hat kein Bild, aber Ton. Ein bisschen seltsam. Ja gut, wenn du Ton hast, aber kein Bild. Ich bezweifle, nehmen wir mal ganz kurz. Twitch läuft auch mit HTML5, also nicht mehr mit JavaScript, dass damit was zu tun haben könnte. Einfach nochmal versucht zu aktualisieren, einen anderen Browser zu verwenden. Weil, wie gesagt, in der Regel, Twitch sollte, soweit ich mich noch erinnere, läuft es noch über Adobe Flash Player? Nee, oder? Ah, jetzt geht's, okay. Und da kommt das Magneton. Wo gerade auslesen, weil ich dachte, Stahltyp, aber nee, ist ja First Generation. Da muss man teilweise ein bisschen aufpassen. Ja, auch mit den Feen, oder? Von wegen 6 Generationen. Ja, kann ich reinwechseln. Oh, scheiße, das dann Drache einzutauschen gegen eine Fee ist doof. Bingo! Die Tür öffnet, die Tür entriegelt. Und Domi ist ja doch noch da. Ups. Das lief jetzt ein bisschen doof. Ich bin an der 4 berühmten Rocket-Brüder. Team Rocket, go! Jetzt reicht's aber langsam. Dann spiele ich hier noch die Mucke von Pokémon 2, also sprich Lugias Melodie ein. Die einfach nur so wunderschön ist. Also Lugias Thema meine ich. So. Naja, zumindest in der Art. Was? Tobi hat einen Vulkanion? Wo ist ein Vulkanion? Gibt es bereits in Japan zur Verteilung? Krass. Nicht schlecht, Alter. Dramato. Ich habe ein traumatisches Erlebnis. Er hat gleich noch eins. Jo, hat noch eins. Robert 34. Jetzt gegen Hypno ein. Na, er muss fast mit Tim. Ja, geht kaum, ist fast Benny bringen. Hypno. Glurak. Flammenwurf wäre jetzt ja geil, aber Schlitzer muss es eigentlich auch tun. Mit der hohen Crit-Chance. Okay. Au. So doof, ey. Tja, Robert, ein Hypno kommt selten allein. Was, hast du sogar schon 5 gehabt, Tobi? Alter, ist das krass. Ja, also wenn du mir eins geben willst, natürlich sehr, sehr lieb von dir. Natürlich gerne nehmen, also von dem her. So, kann endlich meine Pokis heilen, na Gott sei Dank. Du siehst müde aus, komm, ruh dich kurz aus. Gib nicht auf! Nee, wir geben nie auf! Gib nicht auf! Ich überlege gerade, der Song. Gib nicht auf! Wer kenne ich den Song? Könnte das eventuell noch aus Dragon Ball GT sein? Wenn es deutsche Version sein war. Doch, glaube schon. Dragon Ball GT, die deutsche Synchro, die sowieso total kacke ist, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das erste Ending sogar. Alter, nee, also wenn du Dragon Ball GT gucken willst, dann guckst du den japanischen Original oder den englischen Dub an. Der ist noch geil.
Der englische Dub. Du. Ach, Mann, Xione. Ich will dich endlich mal entwickeln. Und für meine Pläne einwickeln. Und da wird schleimig. Slimer-Pfund. Das ist ein Pfundskerl. Aber gleich nicht mehr. Mach Holo! Ja, dann komm mal. Xion! Mach Holo. So, im Let's Play wird es bereits der zweite Part sein von dieser Aufnahme. Das heißt, ja, spätestens jetzt sollte ich eigentlich mal Xion entwickeln. Ja, leg mich am Arsch. Ach ja, die Erfahrungspunkte sind so eine Sache. Alles klar, Tobi, wie später und willkommen zurück. Oh Mut, hab's gerade erst jetzt gelesen. Entschuldigung. So, wieder geheilt, sehr schön. Genug von einem dummen Spielchen. Wieso? Ich bin Let's Player. Das geht nicht anders. Was soll sonst Let's Playen? Ja, nee, das ist eine berechtigte Frage. Was soll ich außer Spielen Let's Playen? Gut, man könnte mal irgendwie so ein... Nee, wer kann Let's Play mehr? Muss das Format ändern? Gut, ein Let's Eat wäre eine Variante. Oder ein Let's Read, ein Let's Learn. Ja. Ich bin schon bei der Kategorie Berufsschulen und so weiter angelangt. Nee, danke. Da habe ich echt keinen Bock gehabt. Die wenigsten hätten darauf Bock. Das Format von Let's Play auf Let's Learn und so etwas umändern. Wohl Let's Eat, das wäre mal eine Idee. Allerdings, weiß auch nicht so. Das Gefühl wird doch ein bisschen auf den Fame-Zug aufsteigen, sprich, das halt jeder macht. Gut, mit dem Let's Play auch so, aber Let's Play bin jetzt auch schon, das ist Sommer, war am 4. Juli, Entschuldigung, 4.7. Am 4. Juli bin ich aber auch schon bereits seit 5 Jahren Let's Player und gut, doch, damals waren Let's Plays. 5 Jahren, 2011. Ja, doch, waren sie eigentlich schon aktuell. Ja, gut, ja. Aber ein anderes Thema. 5 Jahre Let's Player dann bereits. Leck mich am Füdli. Ich habe sowieso noch viel geplant, Freunde, für den 4. Juli. Also, plus halt danach noch. Im Sinne von ein bisschen Back to the Roots. Wenn man sich so mein Let's Plays damals anguckt. Also natürlich nicht von der Qualität her, ist keine Sorge, aber ja von den Spielen, von der Spielart. Mit gerade 4. Juli, bis dahin müsst ihr ein Projekt abgeschlossen haben. Pokémon sowieso, Zelda, also Twilight Princess auch, Halvovia, sehr gut, wir haben ein paar Updates, aber die kommen halt nach und nach dann. Bis dahin kommt auch noch Anno 2205, obwohl natürlich das letzte Add-on, also sprich ein DLC, fehlt irgendwie noch. Wann das kommt, keine Ahnung, das müssen die Entwickler entscheiden. Ach, das wäre irgendwie halt ein Update, was hat denn sonst noch? Assassin's Creed Syndicate, ja, da kommt sowieso nichts mehr, also muss ich einfach noch ein paar Parts bringen. Ich glaube 5 bis 10 aufgenommen habe. Die ich noch in den nächsten 2-3 Wochen bringen will. Was haben wir eigentlich sonst noch so? The Witcher 3, oh, die Parts, oh, wieso die bis dahin abgeschlossen, weil Guten Wein kommt ja auch noch. Oh, das wird übel. Das wird übel. Also das komplette Witcher 3 New Game Plus Projekt bis Anfang Juli abgeschlossen habe, bezweifle ich stark. Aber gut, anderes Thema. Pikachu, genau. Carbon. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Und Pikachus auch. Du müsst doch Erdbeben, endlich mal. Okay, behalte ich noch, weil Benny gibt es, glaube ich... Moment mal, habe ich eine Liste bei mir? Habe ich überlegt, wenn ich überhaupt Erdbeben gebe?
Beni soll, also kriegt nachher noch Flammenwurf und Drachenwut. Und Drachenwut gibt es hier als TM noch. Aber Erdbeben wäre eventuell für Robert eine Variante. Jo, das haben wir so aufgeschrieben für Robert. Alter, Robert mit Erdbeben. Boah. Das wäre wirklich, wirklich krass. Naja, gehen wir weiter. Bingo! Ja, Tobi, The Witcher 3 ist wirklich geil. Daneben mit Blut und Wein kommt in der nächsten Zeit sicher noch. Also, sagen wir im ersten halben Jahr. Plus das so groß. Sagen wir mittlerweile wie alle skellige Inseln. Auch das. Was sagt sie gerade? Hilfe, ich habe Angst. Okay. Das müsste ich auch 43 Parts hinkriegen. Ja, wenn es noch Anfang Juni erscheint, spätestens dann schon, dann geht das auf. Ansonsten. Naja. Mehr später dann dazu. Zum 4. Juli dieses Jahres mit meinem, naja, Back to the Roots halt, was ich bereits erwähnt hatte. Was ich mir so darunter vorstelle, was man alles machen könnte. Wobei natürlich bis dahin gibt es ja auch schon die E3 wieder, wenn neue Spiele da vorgestellt. Obwohl, wir wissen ja bereits, dass von wegen Zelda Wii U und so, beziehungsweise Zelda NX mittlerweile, das kommt ja auch erst nächstes Jahr und die NX sowieso. Und scheinbar ist Zelda Wii U/NX das einzige Spiel von Nintendo, was man dieses Jahr auf der E3 zocken kann. Also denke ich mal, dass die anderen Spiele kaum irgendeine Relevanz noch für dieses Jahr von Nintendo her haben. Also ich denke, dieses Jahr von Nintendo geht nach Mitte Jahr. Bis dahin ist noch vor allem Fire Emblem Fates angekündigt worden. Für Ende Mai halt. Also ich glaube, ganz ehrlich, Leute, abgesehen davon haben wir nicht mehr viel zu erwarten für dieses Jahr. Aber ja, mal gucken. Bingo! So. Wir sind jetzt eigentlich in allen Stockwerken bereits durch. Zumindest mal mit normalen Kämpfen. 12, nein, bitte nicht. Du bist gar nicht von Team Rocket. Ich dachte schon, es ging jetzt zu Ende. Nimm das hier. Jetzt gehen wir halt noch überall durch, ein paar Türen aufmachen und dann nutzen wir wohl oder übel halt die Teleporter. Dann wird es richtig verwirrend und lustig. Finale. Finale. Robert, machen wir direkt einfach mal. Just for fun. Robert das Finale kann. Finale. Oh. Übrigens noch ganz kurz zur Fertigerklärung wegen da, ja, was gesagt, Back to the Roots und so weiter. Was wie gesagt schon geplant habe, ist bis dahin alle aktuellen Projekte abgeschlossen, sprich alle aktuellen Let's Plays und dass er da mit 3 neuen Spielen starten will, die ich auch schon ausgewählt habe. Jo, alles weiter dann sehen wir, wenn es soweit ist. Wir gehen 2 Monate, also bis dahin kann sich noch viel ändern, vor allem mit der E3 und dann, gut, Games kommen ja später, stimmt ja. Auch vor allem, dass halt die NX haben ja auch gesagt, ne, die NX ist auf der E3 kein Thema. Da denke ich mir auch so, das wäre eigentlich die perfekte Situation, Nintendo, warum tut ihr das? Das kann natürlich sein, dass wir sagen, okay, E3 amerikanischer Markt vor allem, ja, lieber weniger, weil sie halt da auch mit der Wii U und so schlechte Erfahrungen gemacht haben, sagen sich halt lieber, nö, wir bringen die NX vor allem auf der Gamescom, weil sonst E3 sind ja im Prinzip alle Publisher, die müssen so ihre Spiele bringen. Neuen Konsolen und so weiter, dann denkt sich halt Nintendo so, okay, lass sie da machen, wir haben Zelda Wii U, haben jetzt mindestens ein Spiel, über das die ganze Nation reden wird und dann auf der Gamescom, zack, bringen wir die NX raus. Und ab dann wäre halt für den Rest des Jahres wäre die NX das große Gesprächsthema. So könnte man sich das vorstellen, dass Nintendo das noch denkt. Waschmaschine. Was? Das ist die Schuld. Die ist schuld, dass meine Schlange blind ist. Erstens, WTF. Zweitens, du hast eine Schlange. Drittens, was macht in der Waschmaschine? Und viertens, wie sind wir jetzt von Pokémon zur Waschmaschine gelangt?
Achso, ja, du hast mal gefragt, Rotom stimmt. Entschuldigung, ich war gerade irgendwie mal in Gedanken. Ja, und man kann es natürlich so sehen, dass Nintendo einiges falsch macht, vor allem seit dem 3DS und der Wii U haben sie halt, ja, ein bisschen falsch gemacht. Andererseits haben sie jetzt gesagt, der Grund, wieso die NX erst März nächstes Jahres kommt, ist vor allem derjenige, dass sie halt viele Spiele bringen wollen zum Launch. Und das heißt natürlich schon für mich, dass, naja, so sicher mal, also was man sich garantiert, nee, was man bereits weiß, ist ja wie gesagt das neue Zelda-Spiel, was für Wii U und NX kommen soll, wird bis dahin fertig sein. Zum Launch dann eben, was glaube ich auch schon offiziell ist, oder gerüchtemäßig bestätigt wurde. Aha, Schlange sehr royal, deswegen. Das Gift, das schadet mir. Was soll ich sagen? Genau, was schon bestätigt wurde, bezüglich halt Pikmin 4. Was auch schon für die NX entwickelt sein und fertig sein soll, soweit. Also, mehr oder weniger halt fertig. Das ist natürlich schon, wenn man sich so überlegt, okay, ja, schon mal 2 gute Spiele. Dann wird sicher noch ein Metroid-Spiel kommen, weil ganz ehrlich werden für die Wii U nix und für die Wii, ja gut, Metroid Prime 3 natürlich und Metroid Other M. Ich will ja sowieso noch Let's Play Teile. Wobei, blick gerade. Ne, Moment mal, war ein bisschen anders. Wir hatten doch mit, hat's doch mit Kaiser geplant, dass ja Metroid Prime 2 wird ja ein Let's Play Together von uns beiden. Also, dass ich bei ihm zu Gast bin. Und wir haben endlich einen Tourtag mit 2 Düsen auf dem Rücken, geil. Ja, im Metroid Prime 2 bei ihm, das Let's Play Together mit mir und dann vermutlich Prime 3 bei mir, aber sicher ADM, da hat er sowieso einen Hype drauf, das Spiel. Ich würde das so gerne mal Let's Playen. Zocken, normal. Entschuldigung. Hätte ich so grausam Bock drauf, ganz ehrlich. Naja, aber es ist noch eine Weile hin. Fürs erste haben wir andere Projekte. Die aktuellen plus, was ich auch schon überlegt habe, war irgendwie Star Fox noch, also Star Fox Zero. Wobei als Let's Play neben der ein Let's Test werden, vielleicht dann noch ein bisschen Streaming und so. Und dann natürlich bald schon Fire Emblem Fates, das wird sowieso lange dauern. Das sind ja 3 Spiele, die ich zocke, daher, ja, Das wird dann interessant. Was alles gemacht hier, war? Krass. Tobi ist zurück mit lecker Fisch. Dann wünsche ich natürlich einen guten Appetit. Ja, nee, waren wir vorhin bei NX noch stehen geblieben. Also, wie gesagt, ich denke mal, was heißt denken? Einerseits bereits bestätigt ist ja Zelda Wii U, /NX und dann Pikmin 4, was sicher kommen wird. Neues Star Fox denke ich eher weniger und Smash Bros. Und Mario Kart denke ich auch eher weniger. Da wird es vermutlich eher so einen Port geben. Also auch schon so Gerüchte wegen, dass man von Nintendo her denkt, dass man gewisse Wii U-Spiele auf die NX portieren wird. Quasi Super Smash Bros. NX quasi. Ja, okay, die Silphcode zahlt mir zu wenig. Oh. Ja, das liebe Geld. Wenn wir schon mal ein Thema NX und so weiter sehen, war wegen Geld. Ja, denke aber trotzdem, Metroid, ja. Pokémon eher weniger. Dass man es vor allem noch mit Sonne und Mond dran, da denke ich eher weniger, dass man da noch etwas Neues bringen wird. Aber was ich mir sicher noch vorstellen könnte, wäre ein neues 3D Mario. Endlich mal wieder. Das war knapp, Pikachu. Smog. Alter, ich würde sowas vom Feiern nehmen, wenn es so ein 3D Mario gäbe. Oder auch Super Mario Sunshine HD. Ich würde das teils vor displayen. Habe ich das sowieso noch vor, auch dieses Jahr noch. Wegen, Back to the Roots. Mario Gamer, damals hatte ich ja Galaxy 2. Was ich vor dem 4. Juli noch abschließen werde übrigens. Und dann, ja, Sunshine ist sowieso mein Lieblings-3D Mario. Das will ich endlich mal zu 100% sagen. Aber damals nie gemacht, mit den ganz blauen Münzen in Sterne umwandeln. Das war mir dann doch ein bisschen zu anstrengend mittlerweile. Nö, also echt ein Hype darauf.
Neben Super Mario Sunshine HD oder vielleicht sogar für die NX Super Mario Sunshine 2. Weil man es Galaxy 1 und 2 gab und es sind wir für die Wii U ja sehr, sehr erfolgreich gewesen. Warum nicht auch Sunshine nochmal neu aufleben lassen? Gut, das mit der HD-Version gab es bisher eigentlich nur für die Zelda-Reihe oder gut 3D, HD von mir aus. Die Pokémon-Spiele gab es ja auch Remakes, aber hatten dann halt neue Namen, dass es halt ein Sunshine HD gibt. Eher zweifelhaft. Aber geil finde ich es trotzdem. Jo, also denkst du mal so, für den NX halt, dann das neue Zelda, neues Pikmin, neues Metroid. Da habe ich irgendwas anderes studiert, aber egal. Und eben auch noch ein neues Mario. Und der Rest halt eben da, was Mario Kart betrifft, oder Super Smash Bros. Irgendwie so NX-Version davon. Also Türen brauchen wir leider noch. Dann haben wir hier einen Schwerttanz. Der kommt weg. Da ist sonst so viel dabei. Moment. Übertrag Fluchtseil. Fluchtseil brauche ich nicht, der kann auch weg. Hypertrank, ja, für später halt vor allem war. Zuerst dann zwei Erdbeben. Ist eigentlich noch zu früh, das ihnen beizubringen. Die Poképoke brauche ich nachher noch. Münzker brauche ich eigentlich auch noch. Könnt sonst. Ja, ich mach mal den Schutz weg. Na toll. So geht das ja. Ach, und fragte was Gutes, weil ich habe zwar Star Fox Zero da vor mir liegen, direkt hier vom PC, aber habe es noch gar nicht gezockt. Noch keine Zeit gehabt. Wobei mir fehlt auch nicht Zeit für Xenoblade Chronicles X, da bin ich noch gleich weiter damals beim Let's Test. Also sprich ich bei Kapitel 2 oder so. Dabei ist das Spiel so geil, ich hätte so Bock drauf. Verstecktipps. Ja, schon gut. Wenn du halt keine Zeit dafür hast.